Dhul-Qarnayn steht in der schlammigen Quelle. Und als zweites sagt der Koran wajada. Das heißt, es erschien ihm so. Wenn ich zum Beispiel sage, der Schüler hat die Mathematikarbeit so und so gelöst und die Lösung ist falsch. Das heißt nicht, dass ich die Lösung falsch hätte. Sondern Allah berichtet, wie es Dhul-Qarnayn erschien. Und nicht, wie es tatsächlich ist. Denn an anderer Stelle sagt Allah, dass die Sonne in einem Orbit schwimmt. Und die Muslime haben nicht geglaubt, dass die Sonne in der Erde untergeht. Jetzt, nächster Punkt. Es wird gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu hat die Trinität verwechselt. Subhanallah, an einigen Stellen wird gesagt, der war so intelligent, und an anderer Stelle wird gesagt, der hat absolut gar keine Ahnung. Ja? Der hat die Trinität gedacht, das wäre aus Allah, Jesus und Maria. Jetzt gucken wir mal den Vers im Koran an. Der Vers im Koran sagt, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَخِذُونِي وَأُمِّي إِلَّهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah sagt am Tag zu Isa a.s., Jesus, ja, der Christus, Isa. Jesus, hast du zu den Menschen gesagt, sie sollen mich und meine Mutter zu zwei Ilahaini, Götter nehmen neben Allah. Er sagt, Subhanak, gepriesen seist du, Ma yakuna li an aqula ma laysa li bihaq. Mir obliegt nicht etwas zu sagen, außer was die Wahrheit ist. In kuntu qultuhu faqad alimta. Hätte ich das gesagt, du würdest es wissen. Das heißt, es war eine rhetorische Frage. Das heißt, was ist damit gemeint? Jetzt analysieren wir die arabische Sprache. Was heißt Ilahaini? Zwei Götter. Götter bedeutet in der arabischen Sprache etwas, was angebetet wird. Das heißt, wenn jemand hier diese komische Lampe anbetet, dann ist die Lampe sein Gott. Auch wenn sie kein wahrer Gott ist. Und jetzt frage ich, gibt es Christen, die Mariam anbeten, die Maria anbeten? Natürlich. Katholiken, Orthodoxen, eine ganze Menge gibt es, die sie anbeten. Aber hier steht nirgendwo, die Trinität besteht aus Vater oder Allah, Sohn und Maria. Steht hier nirgendwo. Hier steht nur, hast du den Menschen befohlen, mich anzubeten. Das ist der Punkt. Verstanden? Alhamdulillah. Und außerdem gab es auch einige Gruppen, die ausgestorben sind, die wirklich gesagt haben, die gedacht haben, Maria gehörte zu einer Trinität dazu. Alhamdulillah. Jetzt, nächster Punkt. Im Koran steht drin einmal, dass die in die Hölle gehen, ihr Buch von hinter dem Rücken kriegen. Und einmal steht, sie kriegen das Buch in die linke Hand. Widerspruch. Einmal steht, sie kriegen es von hinter dem Rücken und einmal in die linke Hand. Okay, kein Problem. Okay, du nimmst etwas. Mit welcher Hand nimmst du das denn? Dir gibt jemand etwas hinter dem Rücken. Mit welcher Hand nimmst du es? Mit der mittleren Hand, mit der rechten, mit der linken? Du musst ja mit irgendeiner Hand nehmen, oder? Oder bist du ein Känguru und kriegst es in die Brusttasche rein? Das heißt, es wird gesagt, das Buch kommt von hinter dem Rücken und der nimmt es in die linke Hand. Wo ist das Problem? Alhamdulillah. Ja, wie gesagt, das waren nur einige. Dann genau, auch sehr schön. Woraus wurde der Mensch erschaffen? Im Koran steht einmal aus Wasser, steht einmal aus Turab, Staub, steht einmal aus Lehm, steht einmal aus Ton. Und einmal steht aus einem Alak, aus einem Blutegel, da kommen wir nachher inshallah drauf, oder ein blutiges Angehängsel, was aussieht wie ein Blutegel. Einmal steht aus einem Samentropfen, ja, okay, wir sagen kein Problem. Wie ist das denn zu erklären? Erstmal Samentropfen und Alak, also diese Blutegelsubstanz, ja, das bezieht sich auf das, was in der Gebärmutter wie der Mensch jetzt erschaffen wird. Das andere, Staub und Wasser, bezieht sich auf den ersten Menschen. Wie ist das von sich gegangen? Allah hat Staub und Wasser genommen. Aus diesem Staub, wenn es mit Wasser ist, wird am Ende Lehm, Schlamm, Ton und in diesem Ton wurde der Geist eingehaucht. Das ist die Erklärung dafür, Alhamdulillah. Und das weiß jeder, der sich damit auskennt. Alhamdulillah. Das heißt also, es kann, und außerdem, selbst wenn es diese Erklärung nicht geben würde, wenn ich beispielsweise sage, ich habe einen Tee gemacht. Wie hast du den Tee gemacht? Ja, mit einem Teebeutel. Und der andere sagt, wie hast du den Tee gemacht? Ja klar, mit Wasser. Ist das ein Widerspruch? Nein. Das wäre der andere, aber wir haben sowieso die Erklärung dafür, da brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Das waren, wie gesagt, nur mal einige Punkte. Dann vergleichen wir das zum Beispiel mal mit der Bibel, ja. Da steht zum Beispiel, haben wir hier, wie viele Bäder gab es bei Salomon? 1. Könige 7, Vers 26, 2000 Bäder.
selber Kontext, 2. Chronik 4, Vers 5, 3000 Bäder. Esra 2,64 und Nehemia 7,66, da sind insgesamt 18 Widersprüche drin in diesem Punkt. Dann Judas, in Matthäus 27, Vers 4 steht, Judas hat das Geld weggeschmissen, was er bekommen hat für den Verrat von Jesus. Er wollte das Geld nicht mehr. Er hat das Geld weggeschmissen. Er wollte den aus dem Tempel, also den Pharisäern, das Geld wiedergeben. Die haben gesagt, nee, wir nehmen kein Geld, wo Blutschuld dran ist. Er hat das Geld genommen, hat es weggeschmissen, weil er wollte das Geld nicht mehr. Ist hingegangen, hat sich erhangen. In 1. Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, er hat das Geld, was er genommen hat sich davon, von dieser Blutschuld, hat er einen Acker gekauft. Das heißt, es hat ihm also nicht gereut und er hat es weggeschmissen und hat sich davon einen Acker gekauft. Und auf diesem Acker ist er vorne übergestürzt und seine Eingeweide fielen hinaus. Ja? Dann, wie alt war Ahasia, als er zu regieren begann? 2. Könige 8, 26, 22 Jahre. 2. Chronik 22, 2, 42 Jahre. Wie alt war Joachim, als er König wurde? 2. König 24, 8, 28 Jahre. 2. Chronik 36, 9, 8 Jahre. Wie viele Reiter nahm David gefangen? 2. Samuel 8, Vers 4, 1700. Selber Kontext, 1. Chronik 18, 4, 7000. Wie viele Ställe hatte Salomon? 1. Könige 4, 26, 40.000. 2. Chronik 9, 25, 4.000. In welchem Jahr starb Baascha? 1. Könige 1533 bis 16,8 mit 26 Jahren. 2. Chronik 16,1 mit 36 Jahren immer noch am Leben. Ja, das nur mal kurz dazu. So, dann der dritte Punkt. Wenn der Koran beispielsweise eine teuflische Erfindung wäre, wäre es dann logisch, dass der Koran das einzigste Buch ist, wo der Teufel jedes Mal, wenn der Koran gelesen wird, verflucht wird? Denn der Koran ist das Buch, was sagt, wenn du Koran liest, dann sage A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich nehme vor Allah Zuflucht vor dem gesteinigten Satan. Das nur mal dazu. 5. Punkt. Älteste Manuskripte des Korans, seit wann gibt es die? Die sind aus der Zeit von Uthman, der 3. Khalif, der ungefähr 15 Jahre nach dem Propheten an die Macht gekommen ist, der von den Manuskripten von Hafsa, die zur Zeit vom Propheten schon erstellt worden sind, und von Abu Bakr, ja, also den Koran dann nachher die ganze islamische Welt verteilt hat. Diese Manuskripte gibt es heute in Istanbul und in Taschkent und die sind genauso Punkt für Punkt, Buchstabe für Buchstabe wie heute der Koran. Dann, heutzutage, wenn du eine Bücherbombe hättest, ja, und alle Bücher auf der Welt würden verbrannt werden, ja, das heißt keine Internet, keine Computerdateien mehr, nichts. Das einzige Buch, was man wieder Punkt für Punkt, Buchstabe für Buchstabe so hinkriegen könnte, wie es war, ist der Koran. Warum? Weil der Koran von so vielen Menschen auswendig gelernt worden ist. Das heißt, du könntest in jedem islamischen Zentrum in Deutschland, könntest du denselben Koran wieder Punkt für Punkt so hinschreiben, wie er am Anfang gewesen ist. Das zum lebendigen Wunder. Dann, als sechster Punkt, es gibt Isnad zum Propheten. Es gibt Überlieferungsketten zum Propheten. Das heißt, du kennst heute jemanden und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sein Lehrer, der Prophet Muhammad s.a.w. gewesen ist. Weil diese Ijaza, dieser Isnad, diese Überlieferungskette weitergegeben worden ist. Jetzt, was sagen zum Beispiel Gelehrte dazu? Zum Beispiel John Burton in seinem Buch The Collection of the Quran auf Seite 239 sagt, der Text, der zu uns gekommen ist, wie er vom Prophet zusammengestellt und genehmigt wurde. Was wir heute in den Händen halten, ist der Mushaf von Mohammed. Rudi Paret schreibt in seinem Buch Der Koran, zur Übersetzung Stuttgart 1966, wir haben keinen Grund zur Annahme, dass auch nur ein einziger Vers im ganzen Koran nicht von Mohammed stammen würde. Er will damit sagen, dass also nichts hinzugekommen ist und so weiter. Ja? Jetzt. Okay. Dann haben wir, was dort über Achira berichtet wird. Wenn das Ziel des Menschen ist, über Achira zu berichten, oder das Ziel des Menschen das Jenseits ist, also Achira ist das Jenseits, dann muss doch auch etwas darüber beschrieben werden, wie das Jenseits ist. Der Koran, glaub es mir, schau dir die Sunna in den Koran an, du findest nirgendwo so detaillierte Beschreibung von dem Achira wie im Koran und in der Sunna. Ganz detailliert, was passiert in der Hölle, wie kommen die Menschen ins Paradies rein, was passiert bei der Abrechnung und so weiter und so fort. Dann nächste Sache, die Wirkung, die der Koran auf die Herzen hat. Du hast manche Leute, die hören den Koran, die verstehen kein Wort, die fangen an zu weinen. Stell dir das mal vor, die hören den Koran, jemand liest den Koran schön vor und die fangen an zu weinen. Mir ist passiert, subhanallah, wie ich in Österreich gewesen bin, da haben wir einen Vortrag dort gehabt im Rathaus,
die Frau im Islam. Da kam eine Nonne zu mir